Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe schreibende, filmende, bildende Kunst, schön, dass Sie heute hier sind, dass wir eure Neugierde geweckt haben und dass ihr dem lauschen möchtet, was wir zu verkünden haben. Die 44. Ordensverleihung mit dem 112. Ordensträger der Blau-Weiße Funke Wahn im Rahmen der närrischen Luftfahrt steht in der nächsten Karnevalssession im Februar vor der Tür. Und die BWF Wahn ist außerordentlich darüber erfreut, den kein wenigeren, kein geringeren, ja, wie seitdem Karl-Heinz Ganz als Ordensträger für die närrische Luftfahrt gewonnen zu haben. Wir, die BWF, Blau-Weiße Funke Wahn, gründet 1948 eine Familie-Gardekreuz-Gesellschaft mit 175 Mitgliedern, einem gemischten Tanzchor, einem Offizierschor mit Marketenderinnen, ein Kindertanzchor gemischter Natur, also auch Jungs und Mädels, genauso wie es in der Garde auch ist. Auch wenn die Tradition bei uns hochgelegt wird, wir haben die Frauen bei uns im Verein, was bei den anderen Traditionschors nicht so unbedingt üblich ist. Kein weiblichen Ort. Auch einige. Sehr viele. Sehr viele. Wenn ich die jetzt alle aufzählen wollte, da hätten wir viel zu tun. Das haben wir uns gespart, deshalb gibt es dann hier von uns da sind alle 111 drin zum Nachlesen, dabei sind auch einige Frauen. Damit habe ich auch die Brücke zu dem Heft geschlagen. Hier ist das Leben fängt ja schon von den gesamten wir können Informationen. keine jungen Frau haben, die weiß das. Ja, genau. Die anderen sind Wir haben heute natürlich den Heinz hier. Wir haben aber auch unseren Vorstand hier, der heute für euch Rede und Antwort stehen möchte. Unseren Präsidenten Stefan Demmer. Detlef Hammer. Moment. Und unseren Vorsitzenden Peter Krieger. Der Detlef hat sich auf die Brust geschrieben, euch ein wenig die Veranstaltung, die Vorstellung des designierten Ordensträgers vorzunehmen, sowie als auch darüber hinaus euch nahezulegen oder nahezubringen, was bedeutet eigentlich die Ordensträger für die Blau-Weiße Funke, was und warum zeichnen wir eigentlich diese Menschen aus. Und da haben wir uns ein paar schöne Sachen zurechtgelegt, die da auch aus der gesamten Tradition und Historie herauskommen. Und ich denke, der Detlef ist da sehr gut vorbereitet, um euch da auch viele, viele Informationen geben zu können. Der Peter hat sich auf die Fahne geschrieben, euch die närrische Luftfahrt als Veranstaltung nahezubringen und darüber halt auch euch ein paar Hintergrundinformationen zu geben. Und das werden wir dann gleich auch im Anschluss dann direkt als erstes vornehmen. Mein Name ist Rainer Schakalla, ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und für alle Fragen darüber hinaus, die ihr heute nicht stellen könnt, vielleicht dann euch doch auch noch im Nachgang zur Verfügung zu stellen. Wendet euch an mich, meine Adresse ist überall bekannt eigentlich, wer sie nicht hat, ich habe auch ein Kärtchen, das ist kein Problem. Die Verleihung des Ordens der närrischen Luftfahrt wird gegen 21:25 Uhr sein. Wir werden das im Programm so einigermaßen schaffen. Ich hoffe, dass wir eine gelungene Sitzung hier im Erzhof fahren können. Und unser Ordensträger wird uns bestimmt dabei helfen. Ich hoffe. Ja, dann darf ich noch mal kurz an den Detlef weitergeben. Ja, ich möchte mich dem anschließen. Rainer, vielen Dank für die einführenden Worte. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute Abend unsere Einladung zur Pressekonferenz befolgt sind, wo wir den 112. Ordensträger Ihnen vorstellen möchten. Und ich darf eben deswegen ganz besonders begrüßen
King Size Dick, der heute hier bei uns ist, weil er den 112. Orden der Mährischen Luftfahrt empfangen wird. Der Rainer erwähnte es anfangs, ich habe mir im Vorfeld dieser Pressekonferenz tatsächlich mal die Frage gestellt, was macht diesen Orden eigentlich so besonders? Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Letztlich ist es eine Frage von Tradition und von einer Traditionsgesellschaft. Die Blauvisse Funke Wahn sind seit 1948 im Porzer Karneval unterwegs und verleihen nun schon seit 1967 den Orden der Närrischen Luftfahrt. Der gute Ruf dieses Ordens ergibt sich letztlich aus dieser langen, nachhaltig und stetigen Reihe erfolgreicher Ordensträger, die wir seit 1967 haben ehren dürfen. Unter anderem, ich glaube, das weiß auch von Ihnen jeder, 1967 mit dem ersten Orden der Närrischen Luftfahrt Heinz Rühmann, gefolgt von so Menschen wie Dieter Thomas Heck oder Patrick Lindner und in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit mit Guido Kanz, Hans Süper und Willibert Pauls auch oder gerade besonders Größen, die aus dem Karneval hier in Köln und in Porz bekannt sind. Es ist schon erstaunlich, dass auch der Ordensträger, der designierte Ordensträger selber bei unserem ersten Treffen, als wir bei King Size Dick zu Hause zu Gast sein durften, auf diese lange Reihe besonderer Ordensträger hingewiesen hat. Und das zeigt uns, wie wichtig, wie erfolgreich dieser Orden ist und wie er wahrgenommen wird. Den designierten Ordensträger der Session 2015, King Size Dick, Herrn Heinz Ganz, vorzustellen. Ja, Alaf könnte man an der Stelle auch ganz toll sagen. Nun ist King Size Dick Träger des Ordens der Willi-Ostermann-Medaille, muss man so sagen, seit 2002. Das ist die höchste Auszeichnung, die im Kölner Karneval verliehen wird. Und ich freue mich sehr, dass er ab 2015 auch der Träger des Ordens der Närrischen Luftfahrt sein wird, das dann die höchste offizielle Auszeichnung der Blauvisse Funke Wahn im Porzer Karneval sein darf. Wir alle kennen King Size Dick. Niemand, glaube ich, wird nicht den Titel Linda Lu kennen. Niemand wird nicht den Namen King Size Dick in Verbindung mit dem kölschen Joe Cocker bringen. Und das genau ist es, was ihn so besonders auszeichnet und was ihn letztlich, oder was uns bewogen hat letztlich, ihn zum Ordensträger der Session 2015 zu machen. Es ist die Liebe zu den traditionellen kölschen Wurzeln, es ist die Liebe zum Rock'n'Roll, es ist die Liebe zu Willi Ostermann und dies alles schon zu Zeiten, als über Rock und Rock'n'Roll im Kölner Karneval und zum Beispiel über solche Mundartgruppen wie Brings noch niemand gesprochen hat. Er ist Vorreiter in dieser Sache und das ist das Besondere, das ihn auszeichnet und uns die Ehre gibt, ihn den Orden der Närrischen Luftfahrt 2015 zu verleihen. Ja, an dieser Stelle würde ich gerne das Podium, so will man das sagen, öffnen für Fragen, die Sie an uns, aber sicherlich ganz vor allem an King Size Dick haben werden. Ja, und würde mal so ganz locker sagen, los geht's. Ja, vielleicht fange ich mal selber an. Das wäre noch am allerbesten. Ja, also ich bin King Size Dick, 2 Zentner schwer, wie man dann sieht. Und habe mich wirklich sehr gefreut, als diese Nachricht kam von Allah, die gesagt haben, die haben dich vorgeschlagen für den Orden. Und dann habe ich mir so das Heftchen angeguckt und denke, der leck mir in der Tasche. Bei solchen prominenten Menschen, da verleihen dir arme Döbel da. Das ist ja wirklich Gerd Fröbert,
die Liste, die kann man ja gar nicht aufschreiben, was da alles drin ist. Und habe gesagt, also wenn das so ist, dann nehmen wir mal an. Und freue mich auch, wir hatten ja ein schönes Gespräch, was er schon gesagt hat, ich liebe ja auch die alten kölschen Lieder und merke eigentlich heute, so in der heutigen Zeit, sagen wir mal mit Casalla, Cat Ballou, das muss natürlich alles sein. In meiner Jugend war es genauso, da waren auch Verschiebungen von der Musik und wenn ich dann mit Elvis oder was nach Hause gekommen bin, da hätte meine Mutter auch gesagt, was willst du mit der Dschungelmusik? Klar, das könnte man nicht in den Haus. Ne? Und heute sind die Sitzungen eben mit Casalla und was weiß ich alles, das ist eine andere Jugend. Ne? Aber ich merke immer, komme ja auch anschließend mal hinter den Jungs, bin ich dann dran und dann kriege ich schon im Foyer gesagt, oh wei, jetzt hast du das aber schwer. Und ich hatte im Leben noch nie schwer. Ich weiß, was ich kann. Und dann fange ich an mit einem Karnevalspotpourri oder Ostermann-Potpourri. Und der Saal ist wie verwandelt. Die Leute freuen sich, dass sie ein paar Lieder kennen, wo sie mitsingen können. Ne? Sie sind am schon ordentlich und still und anschließend kommt dann Linda Loh. Und dann sagen sie, das ist dasselbe, das ist auch Cat Ballou. Also wunderbar. Ne? Und das macht, glaube ich, mich auch aus, dass ich so verschiedene Stilrichtungen habe. Ich liebe eigentlich alles, komme auch vom Blues her und das hätten wir früher also gemacht. Und diese Orden, muss ich sagen, ich habe ja auch gelesen, früher hat das ja nur einer gekriegt, der mit der Luftfahrt oder irgendwas zu tun hat. Da habe ich denen erzählt, ja, dann hat er bei mir wieder der Richtige. Ich habe auch mit Luftfahrt zu tun. Wir hatten damals, vor 10, 15 Jahren, haben wir immer die Truppen betreut, hier die Bundeswehr, und sind dann gefahren nach Portugal, nach Italien, Sardinien, erst mit den Bleckfüßen alles. Und da habe ich das erste Mal so in einer Tanzhalle gesessen. Ne? Also das ist ja unwahrscheinlich. Du sitzt ja da so Rücken an Rücken und es geht hoch und dann laufe ich nicht geengt, du sitzt nur noch so da. Bestimmt 3/4 Stunden, bis der jetzt die Höhe erreicht hat. Ne? Also in der Beziehung habe ich auch mit Luftfahrt jetzt zu tun. Und war auch eine schöne Zeit, hätte mich auch gefreut, für die Soldaten da ein bisschen Musik zu machen. Und Blackfish war auch da. Und deswegen freut es mich auch wirklich, also über von mir von ganzem Herzen, dass er mich ausgesucht hat. Tief. So, jetzt können die Fragen an mich gewandt werden. Ich habe doch eben schon gefragt. Was hast du denn? Wer hat schon alles im Nähkästchen? Roland, was hast du denn eben schon gefragt? Komm, erzähl uns. Also, ich kann es ja nochmal wiederholen. Wir sind uns ja einig, dass wir du sagen, ne? Ja, dann sag ich weiter. Du hast ja nicht mit Kölscher Musik angefangen, sondern du bist ein Rock'n'Roller gewesen. Ja, früher hat man immer so, kölsche Musik behauptet. Früher gab es ja in Köln unheimlich viele Kneipen, wo Live-Musik war, da wurde getanzt, da wurde alles in jeder Ecke. Zum Beispiel hier Ports, die schmutzige Mutti, ne? Ob sich einer erinnern kann. Das war genauso. Ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist, wenn man Ports reinkommt, diese Spitze, da war früher ein Tanzlokal und da haben wir immer abgejagt. Schmutzige Mutti, ja. War das der offizielle? Nee. Offiziell hieß er, glaube ich, Rheinlust. Ne? Rheinhotel, ja, richtig. Ja, Blackfish, da waren Blackfish noch Stories. Ich war mit Black Beats, da war der Engel noch bei mir Schlagzeuger. Und 22 Uhr haben wir da immer im Klo versteckt, weil dann die Polizei kam und er durfte ja nicht spielen, noch kein 18, ne? Da mussten wir den verstecken. Und hinterher haben wir wieder rausgeholt und später nach Jahren habe ich mir hier Polizisten getroffen, die haben dann gesagt, wenn sie endlich mal wären blöd, man hätte nicht gemerkt, dass der Engel hingen am Klo sitzt. Ja, aber so war die Zeit. War eine schöne Zeit. Wir haben unheimlich viel Live-Musik.
was man heute nicht mehr hat. Jetzt sieht es ja nur noch Diskos und so. Und der Karneval hat sich auch verändert. Und in einem Teil hat er sich auch wieder verändert. Jetzt gibt es die sogenannten Flüstersitzungen, da ist alles mal ein bisschen leiser. Und man singt die alten Lieder und die Dinger sind auch immer ausverkauft. Also jedes Teil wird immer wieder, ja. Haben wir noch Fragen, dann können wir die Steaks jetzt holen. Haben wir denn auch Rock'n'Roll zu erwarten? Heute? Nein, bei der Sitzung selbst? Ja, ich denke ja. Ne? Das ist ja immer so bei Ehrungen, muss man natürlich auch singen. Ne? Du weißt auch, dass du auch nächstes Jahr die Laudatio auf der Nachfolger bringst. Man kann nicht nur sagen, als der Vorsitzende vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wir sind wieder bei der Luftfahrt, als der seine Antrittsrede gemacht hat, hat er gesagt, es gibt im Leben ja immer zwei Arschlöcher. Den Nachfolger und den Vorfolger. Also, kannst ja merken, hat der Wörner gesagt. Ja. Das steht da alles nicht. Darf ich dich so, ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich überrascht sein und dir wird nichts einfallen, aber versuch's trotzdem mal. Das Schönste, woran du dich im Koch erinnerst. Das Schönste wurde mich, ja. Das Schönste, woran du dich erinnerst. Ja, das Schönste war eigentlich wirklich bei der schmutzigen Mutti. Ne? Also, das muss man schon erlebt haben, was da hier los ist. Die hatten so eine Lakai, ich weiß ja nicht, wie der hieß. Der hat auch eine Schimpanse, der hätte manchmal mitgebracht. Dann gab es noch früher richtig da, so ein alter Brunnen war ja auch da in dem Laden drin. Lakai mit Schimpanse? Ja, ja. Wie alt war die Mutti? Ja, die hatte früher, hier hatten die eine Metzgerei, ich weiß ja nicht mehr, wie die hießen. Eine sehr berühmte Metzgerei. Ja? Jetzt ist es ja Fußgängerzug. Der mit 150 Musikern in der Philharmonie die ersten Kölner Weihnachtskonzerte gemacht hat. In Maritim auch mit 150 Mann. Und dann fingen sie alle an, Kölsche Weihnacht wieder zu singen. Ist aber weniger weihnachtlich. Ja? Ist aber weniger weihnachtlich. Ja, fast verloren. Mindestens zur Hälfte. Mindestens zur Hälfte. Ja, da muss ich auch einen Mann verdanken, das war der Dieter Henz, der war früher Redakteur im WDR und der hat ja viel für Köln gemacht. Und da hatten wir mal dem eine Kassette gegeben, haben gesagt, Dieter Mann für Weihnachtslieder auf Kölsch zu machen. Haben wir die dann mitgenommen, ist nach Hause gefahren. Der war kaum daheim, ging das Telefon. Dick, das ist ja der Wahnsinn. Sag, ja, gehen ihm das so Weihnachtslieder auf Kölsch mäß. Das muss alles geheim sein, wir machen jetzt einen Film. Bin ich mit dem nach Kärnten gefahren. Und da in der Hütte, wo wir immer sind, die Hesenhorns, der Pferdebesitzer, der hatte vorher einen Schlitt. Der Andi. Der hatte vorher einen Schlitt und die Hütte ja betreibt. Ne? Und den hatte der WDR gemietet und mit dem hast du jetzt das Video mal mitgegeben. Ne? Ich wäre die Runde gefahren mit dem Schlitten. Ja. Ne, mit den Pferdeschlitten hatte der einen. Der hätte jetzt 15. Ihr wollt Bilder machen? Ja. Okay. Wer hat sich schon Motive ausgesucht? Entschuldigung. Das schönste Erlebnis im Fastelehr für dich. Könnt das jetzt noch? Ja, es gibt ein schönstes Erlebnis. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich einen Auftritt im Jürzenweg. Kommen die Treppe da hoch gerast. Ich sag, wie ist das mit der Uhrzige? Sind eigentlich was drüber oder was? Ne? Wurde dort in der Böge gesetzt. Du bist doch ja in dem Programm. Ich sage, die spinnen den Programm. Wie sind denn? Haben wir das vergessen? Ich sage, klar, so ist ja der Vertrag, oder? Nee, da muss ich irgendwie regeln. Und
ist sie dann hochgegangen, am Elberrad und so. Ich habe auch ja Geld für dich und so. Ich sage, ja, da kannst du hinterher bezahlen. Und habe auf jeden Fall meinen Auftritt gemacht. Jankt dann noch rum und dann sehe ich in meinem Vertrag, dass das die Jürze nicht war, sondern das Satori. Nicht das Satori. Aber der hätte trotzdem, war ein schöner Abend. Jürze nicht und Satori habe ich auch nicht geschafft. Also viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Ja, ja. Und hinterher habe ich gesagt, siehst du, so kannst du doch versäumen, dass der Umsatz trotzdem steht. Hast du? Moment, Robert. Ist noch kein Name drauf, der musste dann noch hinschreiben. Perfekt. Hast du? Ja. Wunderbar. In der Küsterei. In der Küsterei. Ja. Ja, bitte. Vorsicht. Geh ein bisschen dran. So nach vorne. Liebe Carmen, Auto deines Nachbars ist so. Denke, die Küsterei. Ja, heißt aber Danke. einmal. Für Blau. Frage kommt Ist jetzt im auf. Prinzip, weil wir müssen den Tisch nicht wegräumen, aber. Oder Ja, ein bisschen wir sind rübergehen, ja- oder ein bisschen, oder ein bisschen rüber. Sehr flexibel. Ja, Das ist bestimmt hin. ja, okay, dann schneiden wir euch da ab. Gut. Okay. So, dann rein. Echte Freunde stand zusammen, so wie eine Gott und Gott. Echte Freunde stand zusammen. Und so Oh, du darfst auch dann. Ja. Das wird zeitlich immer, ne? Ja, schaut ja mal zu mir, alle. Ja, sehr gerne. Nee, da könnte noch einer. Noch? Einer kommt. Wir sind immer so bescheiden. Ja, ich halte mich gerne im Hintergrund. Ja, streichen Sie mal. Gregor. Danke. Alles klar? Ist ja Wunder, Auma, sind Zeuge Götter, Engler, Erzähler, Bussen, Dunkel, als würden sie am Schunkel. Ja, sehr schön. Noch weiter, ich werde noch zum Karnevals. Nein, nachher könnt ihr die Lieder auch nicht, ich habe keinen Job mehr. Ja, Junge, du bist ja nicht drauf. Nee. Damit wurden Kleine Mädchen, ne? Kleine Mädchen, ja. kann er sich schon ein bisschen schräger stellen. Komm mal her, komm mal. Umdrehen. So. Ja, Fotogen, ne? So. Ah, Mädchen. Der Mädchen, du doch lachen, ne? Lachen kann nicht, lachen. Lachen kann es nicht, ja. Ja, lachen. Tut mal so, als hättet ihr euch lieb. Auf jeden Fall war das so, mein Vater hat die ganze Zeit 2 Jahre zusammen mit der genommen, weil meine Mutter und ich waren immer weg. Weil jemand hat So, super. ja. Dankeschön. Von der Seite her habe ich eigentlich jetzt nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wenn es voll ist, hier nicht mehr dazu. Ja, auch von mir nochmal ein Dankeschön an alle, die hier waren und für das Interesse. Danke sehr. Und ganz besonders Ja, vielen Dank.
War wunderschön. Freue mich auf den Augen. Wir werden bei mir wohl aussehen. Ja, sehr gut. Ja. Schön, so gemütlich und teilweise.